in der Schweiz nehmen mich komplett auseinander. Wenn jemand mit dem Namen Hans-Peter, Hans-Rudi, Heidi, Trudi, was weiß ich kommt, habe ich das Gefühl, das ist eine 60-jährige, 70-jährige Person, die mitten im Leben steht, zu viel Geld hat, aber nicht ein 14-jähriger. Ich auf dem Weg etwas posten und hinter mir verliert irgendjemand etwas. Eine Person hinter mir, Hans-Jörg, du hast etwas fallen lassen. Ich möchte mich umdrehen und helfen, weil ich irgendwie erwarte, es ist eine alte Person. Ich drehe mich um und schaue zuerst mal fadengerade raus und sehe niemanden. Dann schaue ich am Boden und sehe ein Kind, wie blitzschnell das Ding auflässt. Das ist der Hans-Peter. Okay. Entschuldigung, ist der 14-Jährige gerade nur einfach so sportlich und ist 60 oder wie sieht das aus? Oder? Nochmal ein gutes Beispiel. Ich gehe heute mit einem Kollegen für ihn ein Auto anschauen. Auf dem Fahrzeugausweis steht irgendetwas mit Rolf Steinmauer, Hauer, irgendetwas. Die erste Frage, die mir natürlich in den Kopf geschossen kommt, ist, in dem Fall gehört das Auto jemandem ein bisschen älteres her. Und der Verkäufer so, nein, das hat noch einen 21-Jährigen gehört. Und ich so, ihre Reaktion ist nur so gewesen, gut, ja. Ich kann nicht der Einzige sein, der das Gefühl hat, die Personen müssen mit im Leben drinstehen, jetzt bald Rente geniessen und sich darüber aufregen, dass die Jugendlichen irgendwie endlich mal wieder draussen sind und Spass haben. Was gibt es sonst noch so für einen Schweizer Namen, wo man einfach denkt, das muss einfach jemand jetzt gerade im Pensionsalter sein? Ich schwöre, ich kann nicht der Einzige sein, der anhand von einem Namen ein ganzes Profil zu dieser Person schon hat. Also übrigens, nichts gegen die Namen, ich finde sie wunderschön. Aber ich stelle mir halt einfach jemand anderes vor. Mein Hans-Jörg ist ein super Name. Ich glaube, auch genau deswegen bringt er so einen Namen extrem viele Vorteile. Vor allem an einem Telefon oder so. Der andere hat das Gefühl, er redet jetzt mit einem 50-Jährigen. Der hat absolut Respekt. Ich liebe es. Danke vielmals für alles.